Weißt du, was das ist? Girls. Ja, Mann. Asiatisch. Zwiebeln. Richtig schlimm, gell? Bro, ich habe Ding. Meine Mutter hat heute so einen Kartoffelsalat gemacht. Mit übertrieben viel Zwiebeln. Queen, Alter. Bro, es tut mir leid, ich schmecke selber. Also ich liebe Zwiebeln, aber... Das ist jetzt ein bisschen viel gewesen, gell? Das ist ein bisschen too much. Ja, es tut mir leid. Das ist Folge 34, gell? Das ist voll curious. Kennst du die Szene von SpongeBob und er... Eisbecher. Wie wir jetzt sagen. Das ist das nicht, wo sie im Kino sind. Bin ich hässlich? Ist das die? Ich glaube, es ist schon die. Ich weiß einfach nur, dass sie aus dem Nichts den Mundgeruch hat. Nachher fragt der SpongeBob den Patrick, was hast du heute gegessen? Ein Hühnchen, eine Pizza, ein Roastbeef. Weißt du, alles am Abend. Stimmt. Dann sagt er, da war noch dein Eisbecher. SpongeBob ist schon... SpongeBob? Das war etwas Wildes, Bro. Ich lieb's. Schaust du es noch? Nein, aber guter Input. Was ist gut Input? Ja, ich glaube, ich schau mal wieder so 1-2 Folgen. Aber ich meine, wie viele Staffeln gibt es mittlerweile? Keine Ahnung. SpongeBob ist so etwas, wo... Hast du doch kalt? Bro, ich bin am Früher. Meinst du ernst? Das ist eben der, Bro, das ist eben der Winter in der Garage, Bruder. Nächte werden länger, Hafti-Alben kommen wieder. Genau. Und es wird kalt in der Garage. Musik? Komm, Dubai. Ja, Mann, ja. Das ist Folge 34 und das ist eine neue Folge vom Lieblingspodcast. Podcast. Von deinem Vater. Von deiner Mutter. Von deiner Mutter sowieso. Nils Fichter von deinem Vater. Nein, warte, lass mich mal schauen. Das ist nicht schon rausgekommen. Okay. Ich kann ihn wieder dissen, weißt du, aber ich habe das falsche Wort gesagt. Ja, lass uns. Let's go. Ey, Sero und Josh Negron, ich schwöre, ich weiss nicht, in welchem Film ihr zwei gerade lebt, aber vergesst bitte nicht, wo ihr herkommt. Vor allem du, Jolas, kennen eigentlich so Asien und Brunnen. Yo, was geht ab? Ich bin's AZ von der Carmen Gang. Da ist der AZ. Was geht ab? 10 ist da. Check alle kurz und bündig, der beste Podcast überhaupt. ja, der Melodie. Okay, convo con meine Seele Verwandte. Kurdistan? Du und dein scheiß Podcast, ihr beide. Schön und gut, aber ich verstehe den Hack immer noch nicht. Das ist kurz und bündig Morgen. Mark. Dankeschön. Bitte. Scheiße, Mann. 34 Folgen von dem Gaudi Vor dem Podcast. haben wir schon. Ja, Mann. Es ist November. Und was ist in diesen... Wir haben im März angefangen. Mhm. In diesen paar Monaten ist viel passiert. Sehr vieles. Wir haben sehr viele Leute, sehr viele Podcasts dazu animiert, also Menschen dazu animiert, zum Podcast zu machen. Versuchen es gar nicht erst. Der Kuchen ist gross, aber wir haben auch 2 grosse Mägen. Nein, Mann, ist geil. Es ist nochmal einer rausgekommen. Ja. Ich habe ihn noch nicht gelost, muss ich sagen. Wie heißt der? Café Bre. Okay. Ja. Voll. Sind, soviel ich weiß, ist es ein Kurd. Vielleicht bin ich jetzt wieder am Fehlinfo verteilen, aber ich glaube, es ist ein Kurd. Es ist ein Inder und ein Stieb. Und sie machen einen Podcast. Und der Bra hat mir geschrieben, er so, hey, was hast du für Equipment und so. Ah, ja, das ist der. Voll. Und sie sind jetzt auch rum. Du so, Bro, ich auf einmal Ich so, Bruder, ich habe ein Ding, weißt du. Ich habe ihm extra Sachen geschickt, die 10-mal so teuer sind. Ich so, das und das und das und das. Er ist so schon teuer. Ja, ich so, Hassel ist nicht einfach. Einfach so AliExpress-Mikrofon am Dings empfehlen mit Hello Kitty Dings. Der mit Ding, der Goldige, wo alle haben, weißt du? Der, der so Echo macht. Weißt du, der Audio-Tune schon drin hat. Der Mike. Der ist so geil, der ist so lustig. Ich habe das geliebt. Ich habe mir das in Istanbul kaufen, weißt du noch? Oh mein Gott, ich muss dir auch eine lustige Geschichte erzählen zu dem. Ja, erzähl. Ich bin ja mit dem Semi, Bekir und der Timi in Istanbul gewesen, vor 1 Jahr, 1,5 Jahre. Kann. So etwas, ja. Und das ist einer der lustigsten Istanbul-Ausflüge, die ich je hatte. Schon. Krass. Mit dir ist einfach, Bro, mit dir ist anders. Mit dir gehe ich Familie besuchen und so. Ich habe verstanden. Bro, ich habe zuerst mal so touristische Sachen gemacht, weißt du? Und das Ding ist, das Geilste ist,
ich mit dem Semi dort gewesen, Semi ist so ein geiler Sieg, Bro. Ich mit dem Semi dort gewesen und wir sind im Hotel gewesen. Und eigentlich, Bro, mittlerweile als 27-jähriger Mann kannst du nicht sagen, hey, weißt du was, wir nehmen Einzelzimmer. Also weißt du so, Bro. Ja, ich verstehe, aber ich verstehe noch nicht. Also weißt du, ich bin nicht finanziell an dem Punkt, aber eigentlich kannst du dir überlegen, so mittlerweile, wenn du jetzt zusammen als Männer in die Ferien gehst, vielleicht mittlerweile, also hat nicht mit Mann oder Frau zu tun. Es ist egal, welches Geschlecht. Nein, sondern einfach, Bro, Mann, du. Keine Ahnung, man, es gibt vielleicht Sachen, die willst Willst du allein wichsen oder was? das meine ich nicht, aber ich meine zum Beispiel, schau, Bro, Du hast... ich bin zum Beispiel, ich schnarch. Ja. Das stresst, Bro. Mhm. Ich will nicht Leute an Ferien versauen. Die einzigen Leute, neben tust einfach- denen du ich tust- schnarchen will, Ja. checkst es ist ein Leid, dass sie mich schnarchen hören, Ja. aber es gibt auch Blessings. Gott nicht. Got it. Nein, Der Löffel im Winter. der Löffel im Winter zum Beispiel. Der Löffel im Winter, weißt du? Und du, zum Beispiel, du würdest nicht wollen, dass ich dich löffle. Nein. Ist das jetzt fix? Ja. Also, Okay. wieso? Ja, also, Also, Look, Bro, also du warte musst- schnell, warte warte. Nach der Aussage von vorher musst du eher erwarten, dass ich irgendetwas Positives sage jetzt momentan. Bruder, warte mal kurz. Mhm. Stell dir vor, Winter, Energiekrise, Ja. minus 14 Grad. Ja. Kennst du die Katze, die auf der Straße eingefroren ist und nachher Leute so ein Video gemacht? Sie so beim Laufen. Lieber so als... Willst du nicht, dass ich dich kuschle? Nein. Sag jetzt vor laufender Kamera. Nein. Ich will nicht, dass Jodas mit mir kuschelt. Darf ich schnell fertig machen? Ja. Sag jetzt vor laufender Kamera, dass du nicht gerne der kleine Löffel bist. Ui. Ich bin überhaupt gern gar kein Löffel, wenn ich mit dem Jodas... Es geht nicht um mich, allgemein. Bro, du hast gefragt, wer das so... Aber ich sage jetzt allgemein. Du hast wieder gefragt, so wieder positionieren wie Fake-Medien. Du hast wieder, dass ich etwas sage, damit es so aussieht wie so... Ich bin nicht dagegen, aber nur gegen dich. Ist es doch so. Nein, ich will nicht. Du willst nie der kleine Löffel sein. Nicht unter Männern. Ja, und allgemein? Dann schon, ja. Sag, Bro. Sag. Nein, Bro, Sag. ich sag dir ganz ehrlich, kleine Löffel, 10 von 10 Feeling. Ey, Bro, es ist einfach etwas Schönes, wenn du am Schlafen bist. Und dann verwachst du kurz. So wegen, keine Ahnung, schlechter Schlaf, einfacher Schlaf, was auch immer. Ja. Und dann spürst du da so, Hand da bei Ist dir. schön, wenn du überlebt. So von, du spürst da so, Hand so beim Pennen. Auf der Seite, du spürst so, einmal streicheln. Ja. Und nachher hörst du gerade, gay. Go back! Nein, Bro, ich sag dir ehrlich, Gerade einen Schoko trinken und wieder schlafen. geh Monster Truck fahren. Oh, was schwul! Nein, Bro, das Ding ist, kleine Löffel sind Baba. Ich persönlich, ich lieb's. Ja. Weißt du wieso? Bei dir kann ich mir gut vorstellen. Weißt Ich bin ein Typ von hinten. weißt du, wieso es geil ist? Wieso? Ich sag anders. Weißt du, was mühsam ist? Sorry, ist der Woody. Weißt du, was mühsam ist? Was? Wenn du Grosslöffel bist. Das braucht Ausdauer, Bro. Das braucht Ausdauer. Bruder, Haare im Gesicht. Ey, bei mir ist nicht mal, also ich finde das nicht mal so schlimm wegen Haaren, das kannst du mit 2-3 Tricks gut umgehen. Ja. Kennst du den Venti, den Leute im Büro haben? Der kleine. Mit USB-Stick. Ja. Der Food. Das, nein, Aber, Bro, Haar im Gesicht erstens. ja. Zweitens, dein Arm bricht ab. Wegen, der Arm schlaft ein, es ist mühsam. Das ist Du weißt nicht, wo der Arm sollst tun. Das Schlimmste ist Atmung. Wenn neben dir im Ohr atmest. Ja, wenn du so, weißt du, der Rücken so da ist. Mhm. Und du Ah, hast verschiedene Höhlen, wo nur warme Luft wieder Das ist keine zurückkommt. Luft, ja. Okay, fair. Das ist Sport. So mach. Fair. Sehr gut. Dann mach ich so. Und weißt du, was geil daran ist, der kleine Löffel sein? Du wirst gehabt. Es gibt nichts, du musst nicht lachen, es gibt nichts Schöneres. Du hast wieder einen Knopfdruck, hast du schon gesehen. Ist scheißegal. Es gibt nichts Schöneres, Bruder. Du wirst gehabt, Bro. Weißt du? Wirst du in den Arsch gefickt? Stimmt oder stimmt nicht? Also wie gesagt, ich rede davon, wenn mich Wir haben verstanden, Bruder. Nein. 34 Folgen, wir haben verstanden.
los jetzt, Bro. Ich bin ein Mann. Oh, hallo. Wieso hast du 3? Ja, hast du gern. Erstens, ich bin ein Mann. Ja. Und ich habe gern männliche Sachen. Und zweitens, eben, wie gesagt, ich habe es gern so, wenn mich meine Partnerin. Ich bin progressive, aber ich stehe halt auf Frauen. Ja. Umarmt von ihnen ist schön, Bro. Und weißt du, was schön daran ist? Nicht, dass ich weiß, wie das ist, aber weißt du, was schön daran ist, dass es nicht ein Mann hinter mir ist? Was? Bro, look, ich weiß nicht. Egal wie alt du bist, ich habe das Gefühl, wenn du am Löffeln bist, es ist. Versetz dich mal in die Rolle von einer Frau rein. Da, endlich, ich sage immer, wir brauchen mehr Content für Frauen. Sorry, mach wieder. Ich habe eine Frage, die die ganze Zeit in meinem Kopf brennt, ja. Kannst du gerade sagen? Es gibt Leute, die sagen immer, machen mehr Content für Frauen. Da, ich mache jetzt Content für Frauen. Weißt du, was mühsam ist daran, wenn du eine Frau bist? Nein, wenn du eine Frau bist und hinter dir ist ein Mann, der kann umarmen. Am Löffeln. Ja. Bruder, look, stell dir vor, du bist mit deinem Freund nach einem langen Arbeitstag im Bett am liegen, du willst einen Film schauen, Bruder. Ihr sind am Hängen, denkst so, ich habe den ganzen Tag gearbeitet, jetzt wird ein bisschen gechillt. Auf einmal piekst dich so etwas. Aus dem Nichts. Der Bart. Aha, oh mein Gott, okay. Ich habe zu Seid ihr unschuldige der Seele, Bart? Bruder. Bro. Bro, ich date vielleicht Kurdinnen Bier, ich habe auch das Problem, Bro. Egal ob man. Nein, Bro, auf einmal, der Typ ist hinter dir, er kommt ein Led über. Er hat dich umarmt, Bro, es ist alles völlig unschuldig. Auf einmal er kommt ein Herd über. Fangt dich an stechen. Und weißt du, das Dümmste ist an Männern. Wir haben das Gefühl, wenn ich sie piekse, checkt sie schon. Du bist so ein. Bring ich sie in Stimmung. Bro, das ist das viele Männer denken. Ja, sorry, du hast Film, okay. Also, Bro, weißt du- behindert, ja. Also weißt du, was ich meine? Ja, Und so, du sicher. bist am Chillen und auf einmal piekst du dich von hinten so. Und darum ist Gar geil, keinen wenn Bock, dich, gar keinen Bock. darum ist geil, wenn dich eine Frau von hinten kuschelt. Ich kann dich nicht Was ein Schimail ist? Peaks nicht spürst, oder? Wie ich den Pieks nicht spüre, ja? Was wenn der Schimail ist? Ja, Bruder, dann Da locker Papi. komm mal runter hier. Der Bart. Ey, wenn ich der grosse Löffel bin, ganz ehrlich, hast du das einmal? Also ich frage, jetzt spürt sie sicher an meinen Renz. Ja. Ja. Wie fühlt sich das echt an? Also, Bruder, an deinem einfach so- Rücken, Bro. Ist sicher weich, Mann. Bro, ist eben erstens Ich weiß, weich, ich hab jetzt zweitens das ist warm. Ja? Mein. Ich kann dir nachher zeigen. Schau. Ich glaube, das wird das erste Video für OnlyFans. Ja, also ich han mich ab und zu gefragt, jetzt haben mich hure interessiert die Frage immer wieder. Ich frage das jetzt auch da so. Ja. Stört euch das, wenn ihr Ah, das ist eine Frage, die dich so brennend interessiert hat? ja, Ah, okay. wenn so der kleine Löffel bist, an alle Frauen so oder auch an Männer, die sich das vielleicht gefragt haben, Mhm. der Gedanke, dass der Renz an Rücken kommt, stört das? Ich glaube eben, Wenn nicht, dann wieso nicht? wenn sie vor dir liegt und sie, ist ein bisschen, sie macht ein bisschen eine gekrümmte Haltung, sodass ihr Hinterteil ein bisschen zu dir geht und ihr Oberkörper ein bisschen führen, dann Ja. ist es so wie ein Bogen. Ja. Perfekt, um den Bauch anzutun. Checkst? Aber wenn sie das nicht mehr macht, ist das echt wegen einem Buch oder ist das wegen einem Peaks? Ich weiß es nicht, Bruder. Ich wollte auch nicht über das nachdenken. Okay. Nein, Bro, es ist einfach... Egal. Auf jeden Fall, ich bin ein kleiner Löffel. Ja. You heard it here first. Okay, chilling. Ja, ihr habt es auch zuerst gehört. Ja, das ist... Willst du unbedingt kennst, Nein, gell? ist kleiner Löffel sehr gern. Das ist gute Deutsch. Lieber das, was ich vorher will sagen. Das andere wäre gar kein Deutsch gewesen. Okay. Ja. Gut, reden wir über Liebe und Kuscheln. Es ist Winter. Genau, aber ich kann eigentlich Istanbul-Story erzählen. Ah, sorry, ich habe es nicht so gewusst. Du bist mit ihnen gegangen, du willst ein eigenes Zimmer. Eigenes Zimmer, genau. Bro, ich und der Semi haben ein Hotelzimmer gehabt, wo so das Bett, es hat so 2 Betten, einzeln. Und nebendran ist gerade die Dusche. Und in der Dusche hat es einen Knopf, Bro. Wenn du da drückst, das Fenster wird so von dem milchig Ja. zu klar. Ja. Er drückt es dir einmal. Und du kannst von der Dusche drin kannst du es ein. Okay, ja. Und wahrscheinlich ist es designt worden, um ein bisschen, wenn du mit deinen Freunden da drin bist. Zum den Kinderlöffel anspornen. Ja, Bruder, um ein bisschen zeigen, hey, guck. Guck. Hey,
Ich bin rum, weißt du? Ja. Semi ist auf dem Bett am liegen, Bro. Ich unter der Dusche, pam, pum, Isaf eingeseift. Ich drücke einfach den Knopf. Es geht durch, ich so, hey, Semi. Er dreht sich um, er so, oh mein Gott, geht wieder führen, Bro. Und, Bro, in diesen Ferien haben wir wirklich viel Lustiges erlebt. So. Es war wirklich so eine richtige Boys-Ferien. Wir sind nur essen. In die Löwen haben wir oft gemacht, sicher. Kleine Löwen haben wir sehr oft gemacht, ja. Aber wir haben, weißt du, wir haben, glaube ich, stundenlang in der Lobby Uno gespielt. Geil. Und du weißt ja, wie unser Uno ist, Bro. Und du musst das ist richtig mühsam, Mann. Bro, unser Uno ist richtig geil. Und ich habe denen 3 erklärt. Und die 3 so, Scheiß Uno, nein, hör auf und so, bla bla. Dann habe ich erklärt, Bruder. Und du weißt, der Semi ist wie ich ein bisschen anfällig für so Spiele. Ja, aber ihr habt das Uno so aufgebaut, da kannst du nur ausrasten. Also wirklich, ganz ehrlich. Kann man nachgucken. Bro. Wir sind in der Hotellobby bis um 1 am Morgen. Der Timmy ist ein Rest, Bro. Also er ist Gambianer? Nein, keine Ahnung. Bro, er ist aus dem afrikanischen Kontinent. So. Ja. Und die anderen sind ja Türks. Der Bekir und der Semi. Ja. Und Bruder, wir sind nicht am Spielen. Und irgendwie, der Semi ist voll reingehauen, Bro. Der Semi. Auf einmal, jeder am Karten reinschießen, jeder sich am anschreien. Bro, es ist so, die Assimilation ist so. Wie Spider-Man, alle so. Das ist so. Eine halbe Stunde gegangen und alle sind voll in dem Spiel drin gewesen, Ja. Bruder. Und wir haben einfach wirklich die Hälfte von der Ferien so Uno gespielt, die andere Hälfte haben wir so eingekauft und Scheiß gemacht und so. Ganz geil. Und dort habe ich auch den Pulli gekauft. Was steht drauf? Some die young. Disconnect to connect. Bruder, du auch, Fast. fast. Es gibt eine lustige Story zu dem Pulli, Bruder. Jetzt, Ich würde wissen, wie Disconnect to Connect lustig ist. Das ist doch Kunst, Bro. Bruder, das ist auch Kunst. Es hat hinten so ein Ding, so ein Print, siehst du? Lang mal an. Preach steht da hinten. Ist schön, oder? Krass, ja. Auf jeden Fall habe ich den gekauft. Ja. Und ich bin so, ich habe den Laden, weißt du noch, den Designerladen, wo wir einkaufen sind? Ja. Wo ich die Lochjacke mal gekauft Genau, habe vor ja. Jahren. Die, Wo die so jeder wählen, sagt- steht wie Sau immer. Ja. Ja, kann mehr vorbereitet als gewisse Rap. Und ich habe den Laden gesucht und der Laden war rum, aber du weißt, wir sind reingegangen und die haben uns so krumm angeschaut, so weißt du, was machen die da? Ja, Und ja, so, weißt du, fix. das ist so Designerladen und so, sie schauen so, du passt schon rein. offensichtlich. Genau. Dann sind wir in einen anderen Laden und Bruder, ich habe an dem Typ gesagt, ich brauche einen Pulli. Und du weißt, Bruder, ich bin ein bisschen breiterer und ich muss mich wirklich wohlfühlen im Oberteil und so. Voll. Der Typ, Bro, Verkäufer in Türkei, du weißt, Bro, er ist eine halbe Stunde mir hinterhergelaufen, er hat mir 10 Pullis gebracht, 5 T-Shirts, alles, weißt du, hat sich hure Mühe gegeben, Bruder, gar nicht sicher an der Stelle. Los nebenzu. Versteht ihr? Er tut Screen Recording Story. Er ist Bubana, so Idiot. Ist mich ein Banzer. 3 Stunden später kommt ein Brief von türkischer Staat. Kurz und bündig, gell? Kurz. Ich habe Türk zum Bedingung. Bro, und dann hat er mir den Pulli, ich habe ihn angelegt, Bruder, er so, wow, er so, boah, der ist 10 von 10. Du weißt, wie es ist. Ja. Easy. Ich habe die Jungs gefragt, die Jungs so, ey Bruder, der passt dir gut, der ist wirklich schön. Das ist wirklich schön. Dankeschön. Küss Herz, Bruder. Gut, man. Habe ich ihn angelegt, habe ich ihn abgezogen, ich habe ihn abgegeben, wir sind an der Kasse. Ich glaube, sie so 200. Du so. Nur. Und Bruder, wo ich 200 gehört habe, ich habe so gedacht, für welche beschissene bin ich ein Kanye West-Fan, dass 200 Stutz ausgibt für einen verfickten Pulli. Was für eine Marke? Steht das? Es ist ihre eigene Scheißmarke, Bruder. Aber wegen es ist Kunst und es ist Disconnected to Connect. 200. Weisheit. Bruder, ich schaue den Semi an, der Semi schaut mich an. Jetzt musst du Eier zeigen. Und ich so, schau Bruder, an dem Moment kannst du nicht mehr zurückgehen. Nein, du musst. Du verstehst du das, musst oder? cool spielen. Oder? Noch Fuffi trinke ich. Also, look, unter uns, Ja. kein Problem, normal. Aber vor anderen, das war die Rede gewesen, und Bruder. du musst zu deinem Wort stehen. Weißt du? Und ich so, der Pulli ist schön und so. Und so, ein bisschen toxische Männlichkeit. Meine Jungs wären sehr scheißegal gewesen. Ja, eben, ich wollte Sie sagen. hätten sich lustig gemacht darüber, ob ich ihn gekauft habe oder nicht. Haha, schau, der dumme Sieg. Sieg. Den Podcast wegen dem geschaut, wo ich. Voll. Die so, der gibt 200 Stutz aus der dummen Sieg. Wenn ich nicht gekauft habe, der hat mal 200 Stutz. So, egal. Ja, fix. Aber die 4 Türken da drin, Kommt der von Europa, kann ja mal den Pulli kaufen. ich schwöre.
Aber scheißegal, weißt du. Aber egal. Aber egal. So, ich habe ihn dort gekauft, Bruder. Und der Semi schaut jedes Mal an. Er so, der Pulli ist schon schön, Bruder. Aber er ist nicht 200 Stutz schön. Ich hätte ihm gesagt, ich so, Bro, was machst du für Augen? Nein, Mann, aber es war geil, Bro. Das ist wirklich, alles in allem war es ein sehr lustiger Istanbul-Trip. Und es ist auch lustig, mit so der Bekir, du weißt, er ist ein bisschen Stylist. Er ist ein bisschen Istanbul-Societik. So. Genau. Also er ist einfach, Bro, er legt auch brutal Wert auf sein Aussehen. Er ist auch ein mega schöner Mann, Bro, das ist nicht das Ding. Ja, aber ich meine nur... Er läuft immer wie Fußballer, die in die Stadt nicht laufen, mit Necessaire-Testen, weißt du? Bro, sie ist Istanbul und unser Istanbul ist nicht das gleiche Istanbul. Ja, fix. Weißt du? Das Istanbul ist türkischer Pop, Hayat. Genau, das Istanbul ist Jungle-Musik. Uns ist... und uns ist Male, Hayat. Der Gas, so. Peitflasche und dann der so. Reik und alles, ja. Aber Bro, es war wirklich schön mal, die Seite von Istanbul. Ich bin, glaube 15 Mal in Istanbul in meinem Leben. Ja. Und das erste Mal so und es war schön, Bro. Es war wirklich gut. Hey Bro, Istanbul ist für mich eine der krassesten Städte, die es gibt. Weißt du, aber weil ich auch den Vorteil habe, dass ich Türkisch kann. Ich glaube, so als jemand, der kein Türkisch kann, ist Istanbul wahrscheinlich einfach schön zum Anschauen. Aber vielleicht wie ein bisschen too much, weil die Leute kommen die ganze Zeit so, weißt du, so, das Aufdringen ich auch kaufen, versuchen und so. Tust du Geld? Ja, fix. Ja, man, Istanbul, also wir haben eben den Taxi im Hayat haben wir nie groß gelebt und ich, so weißt du, von Bar zu Bar ziehen und so. Nur einmal mit dem Chance. Ich glaube ja einmal, ja. Einmal sind wir mit dem Chance, dann zum ersten Mal, da bin ich ausgegangen in Türkei mit dir. Voll, sind wir auf dem Dachterrasse, Techno-Rave Travis Scott gelaufen und so weiter, das ist guter Hip-Hop und Rap gelaufen, das ist gut abgegangen, ja. Das ist lustig gewesen. Wir haben Chance, jeder Tag ist das so. Erste Mal, wir so, was hast du gemeint, Mann, das ist Istanbul, nicht Zürich, Bruder. Dann wieder heimgegangen, Bruder, was ist das? Rauchen. Istanbul ist schon geil, ja? Nicht. Was hast du mir sagen? Nein, alles gut. Da hast du nicht. Ich bin auch Landen, auch mit ein paar, mit 2 Kollegen haben wir auch Brettspiel gespielt, also Kartenspiel gespielt. Ja. Und am ersten Abend sind wir nur zu dritt gewesen. Ich und 2 Kollegen. Und Bro, so, ich sage jetzt mal, wenn unser Lautstärkepegel jetzt als Vergleich hätte, wenn wir Kartenspiel spielen, die wir schreien und reden und so weiter, verglichen mit dem Abend, das ist wahrscheinlich so ein Hundertstel von der Lautstärke, wo wir sonst einmal sind. Mit den Jungs in London? Genau. Ja, aber ist das Telefon gekommen, trotzdem, so von der Rezeption, dass sich eine beschwert hat, dass wir zu laut sind. Nachher der Kollege so, from which room is coming the complaint? So, I can't say so. I know which room. Fette Fotos. Oh mein Gott, Alter. Hey, nein. Ja, Bro, das ist durch, Bro. Der Kollege ist nur klopfen bei der Tür. Er macht nur das. Ja. Wir machen die Tür auf. So, mach die Tür auf. Schon das ist für sie zu laut gewesen. Tür klopfen, Bro. Ja. Bro, was heißt, wo bist du aufgewachsen, Alter? Ja, das größte kurdische Dorf. Was sind alles nur so mit Seide. Bro, man. Aber London, wie lange bist du? Ein Tag. Bist du gestanden anschauen? Schön. Einfach für einen Tag schon. Nein, ich war in London unterwegs gewesen. Wegen sogar dort der Fußball. Unter anderem. Aber auch zum Stadt anschauen. Also, aber es war ein geiler Match, gell? Bro, es ist brutal schön. Also TikTok war ja voll mit Zürich-Fans. Ja, es ist ein bisschen, in London. Es ist geil, es ist eine schöne Atmosphäre gewesen. Hat viele Leute gehabt, schönes Stadion. London ist jetzt die Stadt. Bro, es ist einfach mehr Fans. Es ist einfach Atmosphäre, Bro. Also weißt du, es ist einfach mehr Fans in London gehabt als in GC im Stadion. Habe ich richtig gemacht? Ist das gut? Sorry, alle GC-Fans. Was für sorry, Alter. Aber ich habe mir einer hat sogar selber sich ins Knie geschossen. Einer hat sogar nach dem Match geschrieben, so irgendjemand von so gab es GC-Fans auf Social Media, ist nachher ein bisschen schüch viral gegangen. Er hat so ein Video gepostet, wo er so sagt, so, man, schau die Uhren Wichsers und so, in London sind die FZ-Fans und so, mehr als wir die Heime. Nachher hat er später realisiert, er hat sich selber das mit dem. Die sind mehr als wir die Heime. So dumm. Die Leute. Hat er gesagt, geht's schon? Ich liebe Bro, das Video, das müsste original, ich schwöre, das müsste Weltkulturerbe von Zürich werden. Ganz klar. Ganz klar. Das Video beschreibt in
10 Sekunden. Mhm. Ungefähr. So Zürich so geile Stadt ist. Sag mal Zürich, du mir. Also geht's dir schon? Was geht schon durch? Ja, aber du hast gesagt, ja, was? Aber der Typ. Genau, weil so Leute ist Bro, SVP an der Macht, Bruder. Ja, sagt er sehr, ehrlich. sehr. Aber was ich frage, Bruder, King. Bro, Ich stell mir so vor, er ist am Laufen, vom Ausgang heim, 4 Uhr morgens besoffen, er sieht einen. Bro, aber alle geile Schweizer Videos sind auf Snapchat entstanden, Bruder. Ja. Auch der Ding, auch der Keier. Keier. Der ist gut umgegangen. Weißt du nicht, lebt er noch echt? Aber Der wenn, ist- dann kommt er so in den Podcast. Keier. Hey. Ja. Kennst du die Story von dem Video? Das ist doch der, der im Zug mit dem Messer Wo einfach Ja. ein Messer zückt Ja. und sagt, oh, sag Keier. Er zückt Messer Ja. und sagt, Keier. Türe geht dann wieder. Hey, nein, Bro. Kaute sich. Ja. Ey, Bro, es ist. Das ist bei den Dings passiert, Bro. Das ist mir letztes Jahr irgendwo passiert, ich weiß nicht genau. Das war peinlich, gewesen, Bro. Was denn? Ja, weißt du, wenn du das Gefühl hast, jemand schaut dich oder winkt dir zu. Mhm. Ich bin aus Prinzip auch nicht zurück. Ah, weißt du, checkst du, jemand hat so lange gemacht, ich kann nicht checken, ich so, in dem Fall muss ich sein, weil wenn es so lange geht. Ich so. Links an mir kommt so Asiatisch. Martin, ich so, scheiße. Ich gesehen. Ich bin sicher irgendwo auf Social Media gelandet auf Thailand Comedy TV oder so. Da mir das so geht. Hello, darkness, my old. Oh, Ja, auf jeden Gott. Fall, Bro, es ist November. Eine Frage. Mhm. Hast du in diesem November oder in irgendeinem November in deinem ganzen Leben etwas Gescheites gemacht? No, not November. Nein. November ist ein feuriger Monat, Bro. November ist beschissen, es ist ein unnötiger Scheißmonat. Es ist. Ich wäre dafür. Wir haben doch durch Corona haben wir gesehen, dass es nicht viel braucht, dass sich Erde ein bisschen wieder Erholt. erholt. Ich würde sagen, November ist der offizielle Fresshebenmonat. Jeder chillt die Heime, macht Homeoffice, schafft. Und es ist wie ein Lockdown, aber es ist kein Lockdown. So alles andere funktioniert, du kannst auch Läden gehen, in Maske und so, aber Homeoffice Pflicht. Einfach keiner tut Auto fahren, nicht. Jeder hat seine Fresse, chillt die Heime. Im November kannst du nichts machen, Bro. Aber wieso hast du November so viel? Bro, du kannst ja Geld ausgeben. Wenn du Geld ausgibst, bist du im nächsten Monat gefickt. Nächsten Monat musst du Geld ausgeben. Fair. Nächsten Monat gibst du Geld aus, bist du im Januar am Arsch. Aber scheiß mal auf das. November ist so ein unnötiger Monat, weil es ist der Monat, wo eigentlich so Übergang Schnee ist. Mhm. Und dann hast du im November meistens, jetzt ist gerade bei Klimaerwärmung etwas anderes, aber meistens hast du so nur Wolken, dunkle Wolken, es ist die ganze depressive Stimmung. Es regnet oder es hat matschigen Schnee oder es ist einfach pauschal mal arschkalt. Es ist wirklich einfach Es arschkalt ist um geworden. halb 4 geht die Sonne ab, um 4, halb 5 ist dunkel. Bro, Du hast nicht davon, es sind nicht mal so anständige Beleuchtung, es sind nicht mal Schnee so schön, es ist einfach so der matschige Schnee, es ist nicht mal schön, es ist einfach unnötig. Jeder wartet, dass einfach Dezember kommt, Dezember sagst du, okay, bald Neujahr. Es ist der Monat einfach von einem Tag auf den anderen kalt geworden. Ja. Ich habe mich Extrem. wirklich lang dazu gewehrt, Winterjacke Ja. Wirklich Ganz lang, ehrlich. Bruder. Aber ich bin jetzt mit Weitern gekommen. Ich habe es geschafft bis so 10. November, 11. November. Und dann ist auf einmal, Bruder, ich bin mit dem Budi am Abend am Laufen, Bruder, mit Trainerjäckli. Ja, das nimmt dich. Es hat mich schlimm genommen. Bro, es ist arschkalt, das kannst du nicht mehr brauchen. Und ich habe jetzt gerade beim Reden Mhm. Meinung zu Leuten, die Bahnhofstraße gehen und warten, bis das Licht angeht. Zum Oh mein Gott. Oh mein Gott. Gutes Thema, nicht? Wie kann man so verloren sein? Wie kann man einfach kein Leben haben, Bro? Wir können es beim Namen nennen, Bro. Schweizer. Nein, Bro, ich sag Hurensohn, Bro. Ja. Ich habe mal einen im alten Geschäft. Bruder, warte. Versteh das Konzept. Wir machen ab. Wir gehen Bahnhofstraße und wir schauen zu, wie einer das macht. Ich habe ein Video gesehen. Aber Hauptsache Energiekrise, Hauptsache da Strom sparen, dies null. Ich tue 24 Stunden, ich kaufe 7 Dinger, Bro. Ich kaufe 7 PCs oder 7 meiner PCs, ich lasse die laufen im Wohnzimmer. Einfach aus. Wenn so hure sind und andere noch Strom laufen, also weißt du, komm zu mir, wenn die anderen auch etwas machen. Entschuldigung, das ist ein Alles politisches gut. Statement von dieser Folge, mehr gibt es nicht. Ist für heute alles. Ja, mehr wird es Meinung, genau. Ja, also erstens mal schnell, ich habe gestern ein Video gesehen
von einem, ich glaube gestern passiert, oder? Das Licht deswegen. Ja, genau. Gestern hat irgendjemand eine Story gemacht, wo so filmt, wie die Lichter angehen, dann hörst du im Vordergrund so, wow! Oh, alle. Hey Bro, ich verstehe es wirklich nicht. Kunst, Ich verstehe es nicht. Also was ist das? Und das sind 1 Meter Seil, wo unten dran ein Dings hat. Es ist in nur eine das Licht. spezielle Beleuchtung. Und es ist einfach die ganze Bahnhofstraße, es sieht schön aus. Aber es ist nicht... Das ist Kapitalismus, Bro, erstens das, ganz klar. Und zweitens, das hat Zürich anzubieten. Bro, Beleuchtung von Wind ist besser. Marktklasse. Oder Vinti macht seit 20 Jahren, es geht schöner aus. Einfach ein Stern ist es immer, oder? immer wieder so die Sterne, die ganze Zeit, Sternschnuppe und so. Bro, Das gibt Weihnachtsfeeling und das ist... das Ding ist, ich habe im letzten Arbeitsplatz habe ich einen Mitarbeiter gehabt, ich habe ihm so gesagt, ich so, hey Bro, wir müssen ein bisschen länger machen und so. Weißt du, wir müssen noch etwas fertig schneiden. Ja. Also ich habe mit der Freundin abgemacht, ich kann Lichter anschauen. Du löscht meine Nummer, hätte ich ihm gesagt, beim Rausgehen. Und dann habe ich entschieden, ich werde Chef Von ihm. und Kündig. Direkt. Ich kann anfangen, seine Freunde schreiben, er betrügt dich. Wenn nicht, dann mach Schluss mit ihm. Nein, Bro, ich verstehe das wirklich nicht. Das ist ein gutes Thema. Winterbeleuchtung. Also weißt du, und Bro, ich meine, ich wohne jetzt in der Einfamilienhausgegend. Ja. Und Bruder, jedes Weihnachten checkst du einfach, wer der verfickte Ausländer ist, Mann. Ja, Da, weißt du, so... schon von draußen. Es ist ja schön eigentlich. Weihnachten früher? Was? So, haben die Weihnachten gefeiert oder wollen feiern so als Kind? Oder dran? Bruder, ich habe natürlich auch meiner Mutter gesagt, es ist Weihnachten und so, was läuft, weißt du? Gibt es Geschenke oder was läuft? Aber Bruder, es sind schwere Zeiten gewesen und wir haben halt, wie glaube ich auch, und wir haben so gesagt, schau, Weihnachten und Neujahr, einfach an Neujahr gibt es ein Geschenk zum Beispiel. So. Ja, bei uns war jahrelang nichts. Ja. Nur Neujahr. Also eigentlich auch dann nicht, aber jahrelang nicht. Und dann, wo es Josh besser gegangen ist, Alhamdulillah. ist New Year. New Me. New Geschenk. Ja, aber also... auf jeden Fall, wenn, dann sagen wir auf Neujahr. Ja, wir feiern Neujahr im Sinne von, weißt du, kommst zusammen mit den Leuten, die du gerne hast und rutschst ins Neujahr. Voll. Aber Weihnachten, Bro, habe ich nicht groß gefeiert, bis natürlich zu meiner zentraleuropäischen Girl-Date-Phase. Ich würde sagen, hast du während so zurück, wenn du zurückdenkst an die Beziehung oder also die Leute, die Kontakt hast, wo der Kinderlöwen-Gang bist, Ja. bist du dort mal so, hast du das ganze Programm begleitet, so, wenn wir zusammen waren, bist du so Familie go besuchen und dann hast du gesehen, die fangen jetzt an für Weihnachten etwas machen und jetzt ist Weihnachten und verstehst du, den ganzen Prozess begleiten, du so dort und Ja, ich war Projektleader gewesen. du Creative Director. Creative Director vom Weihnachtsessen. Bro, also bei meiner Nachher fragen sich ja immer so. Ex-Partnerin bin ich am Weihnachtsessen eingeladen gewesen, von der Familie. Und ihre Familie ist eine von der herzigsten Familien, die es gibt. Also wirklich, Bruder, ich bin wirklich an jedem Event bin ich eingeladen gewesen. Sie haben das Haus gehabt in den Bergen, Bruder. Dort haben sie immer viel gewesen und so. Dann würde ich auch sagen, es sind die herzigsten. Nein, Bro, wirklich beste Familie, Mann. Und vor allem ihre Mutter hört den Podcast. Darum muss ich jetzt auch so reden. Verrüst, verrüst. Und nachher beim Podcast, aber Bro, der Reus. Nein, wirklich, Bro, das ist wirklich ich gönne dir, Bro. Sehr schön gewesen, Bro. Und ich muss sagen, das ist auch etwas, was ich schön finde. Weißt du, ich meine, du weißt, ich aufgewachsen bin. Ich bin aufgewachsen, nur ich und meine Mutter. Meine Mutter ist halt... gut. Ich hab's erzählt. Bruder, ich habe kurz erst. Okay, sorry. Es sind so viele Vorlagen, es tut mir leid. Ja, aber jetzt chillen wir kurz. Ja, chillen wir kurz. Okay. Kannst du schnell abchecken, ob ich so vom Bild bin? Ich weiß nicht, ich schwöre. Auf jeden Fall, ich bin an Weihnachten eingeladen gewesen und Bro, die Familie macht zum Beispiel an Weihnachten, das ist noch ganz lustig, sie tun zum Beispiel wichteln, oder? Und dann kannst Dreh dich ein bisschen mit, okay. Und dann, Dankeschön. Und dann kannst du halt wie so, du ziehst einen Namen von allen, die eingeladen sind und dann nimmst du das Geschenk mit. Wer hast du gezogen? Ein älterer Teil, oder? Nein, irgendjemand. Von Ich der glaube, Familie? ich habe den... Okay. Ich habe, glaube den Schwager von ihrer Ex-Partnerin gezogen. Auf jeden Fall, was sie auch noch machen, ist, sie haben abgemacht, dass sie alle so Scheißgeschenke mitnehmen. Und am Schluss machen sie so ein Spiel, wo alle Geschenke mitkommen und jeder darf entscheiden, ich nehme doch lieber dieses Geschenk. Aha. So, checkst du, geil, so voll schon lustig gewesen. Und ich muss sagen, Bruder, es wird immer fein gegessen, du bist mit den Leuten und so. Ich meine,
grundsätzlich ist wirklich schön, so mit so vielen Fix, Menschen essen. Aber es hat halt auch immer der eine Onkel dort. Weißt du, was ich meine? Ja, du. Er so zu mir, du! Hey, er so, hey Mann! Und ich hab jeder gewusst, er meint mich. Jeder in dem Raum Jeder so. hat gewusst, er redet von mir. Er sagt, Hey, Mann. er so, hey Mann! Und ich so, ja. Wo bist du? Ich schwöre bei Gott, er so, Albaner oder Türk? So zu mir. Dann habe ich gesagt, ich bin Kurd. Er so, nachher, du weißt, easy. Nachher wollen sie zeigen, sie sind interessiert. Er so, schon schlimm, Erdogan. Ja, immer. Aber der Moment, sie haben mich verwünscht. Bruder, weißt du? Und dann geht's los. Ich fick Erdogan seine Mund. Nein. Bro, und dann hat er mich so angefangen zu fragen. Er so, wie ist genau der Konflikt? Was ist passiert und so? Das ist aber herzig, wirklich. Bro, ist wirklich herzig, weißt du? Aber ich meine, erstens, ich habe einen Namen, Bro. Und wenn du meinen Namen nicht, wenn du meinen Namen nicht kannst aussprechen, dann musst du nicht kommen mit yo, hey Mann. Weißt du so, was bist du für ein? Ja. Also weißt du? Ja, sehr. Easy. Und Bro, eben, meine Ex-Partnerin hat sich dann auch wirklich so, sie hat gemerkt und sie sagt, es tut mir mega leid und so, ich sage, voll easy, weißt du? Wirklich ist nicht schlimm. Dann habe ich mit ihm ein bisschen über das Thema geredet. Und dann hat er wieder nicht aufgehört und ich so, wie ist das genau mit Hitler? Nein. Nein. Ist das vorher so? Ja, ist gut, ne? Zeig. So, tschüss. Nein, Bro, aber Bro, das ist so das Einzige. Das ist jetzt mal der erste. Zum ersten Mal gesehen, der Woody. Der Woody, stimmt, ja. Er ist die ganze Zeit schon bei meinen Fies. Ja, erzähl bitte. Das ist so das Erste, also das ist so das Schlimmste an schweizerischen Weihnachtsfesten. Ja. Einfach nicht der gleiche Tor, Bro. Line, gönn nicht, Bruder. Das ist so das Schlimmste an schweizerischen Weihnachtsfesten. Weißt du, was ich meine? Ja. Dass du, der Hund ist so ein Pascha, Er Bruder. ist so Pascha, Bro. Ihm ist egal. Ich liebe ihn so fest. Und er hat etwas gehabt. Aber sonst, Bro, ich liebe es, sag dir ehrlich. Das ist etwas, wo Bro, das wäre eigentlich eine geile Dienstleistungsidee. Drop sie nicht, Bro. Bruder. Erdogan. Dings. Komm. Ein Kurs, wo er Bruder, alles bei Erdogan Nein, kann. überleg. Oh, komm gar nicht runter, Mann. Bro, gar keinen Bock, schau ihn. Bro, überleg, du kannst als Kenneck oder als Ausländer oder als Person, die einfach nicht Weihnachten feiert, so, kannst du wie eine Art Escort mieten, aber die ganze Familie. Und nachher? So, du kaufst die Experience von einem Weihnachtsessen. Aha. Checkst? Du zahlst Geld Indem du Prostituierte holst. Nein, Bro, es ist einfach ein Escort-Service quasi. Aha, Aber die Menschen, so, Bro, ich verkaufe quasi Erlebnis. So, jeder, der einen Puff aufgemacht hat. Verwünscht, hä? Nein, aber checkst. Ich freue mich auf die Diskussion, wenn der Schießer da ist. Nein, Bro, checkst. Oh, damn. Ja, nein. Aber checkst so, du kannst kommen und sagen, ich würde gerne Weihnachten feiern. Ja. Und dann stelle ich eine Familie zusammen. Ja. Und es hat wie einen Platz. Und du spielst an dem Tag den Freund. Also eigentlich Sugar Daddy einfach auf Weihnachtsbasis. Genau, und das ist kein Sex, nicht. Einfach nur Familie. Du gehst einfach vorbei und du bist ein Familienmitglied in dem Moment. Und du bist der Freund. Was hast du das Gefühl, wer spielst du denn mit da? Ja, Leute, die zum Beispiel gerne Weihnachten würden feiern, aber keine Freundin haben. Keine Schweizer Freundin zum Beispiel. Ich bin easy kritisch, ich weiß nicht, ob das laufen wird. Ich weiss nicht, Bro. Du hast ja jahrelange Beziehung gehabt. Ja. Hast du auch mal Weihnachten gefeiert? Ja. Ist doch schön gewesen. Das ist schön gewesen, ja. Okay. Jetzt stell dir vor, du willst das wieder mal erleben, ohne dass du die restlichen 364 Tage dir das Erlebnis geben willst. Willst du nur den Heiligabend Flow? Nur dein, Bro, Nein, scheiße. er weiß. Und dann kannst du es mieten und das ist ein 2-Stunden-Event, vielleicht 4-Stunden-Event, je nachdem, wenn du die Deluxe-Version buchst. Ja. Delü. Und dann gehst du einfach Weihnachten feiern. Ja. Und dann ist jedes Schauspieler schon wie Krimi-Dinner, Bruder, einfach halt als Familie. Krimi-Dinner. Checkst? Lieber das als Krimi-Dinner Nein. wäre lustig. Ja, aber wir halt das so... Mach Ja. mal kurz ein bisschen Krimi-Dinner. Voll. Checkst du, was ich meine? Ja, Das wäre, ich glaub noch eine gute Idee. Ich weiß, was du meinst, aber ich bin immer noch so... Ich habe das Gefühl, es ist so... Ich fühle mich jetzt wie, weißt du, so Höhle der Löwen. Kennst du das? Ja.
1% kauft er. Nein, aber Bro, ich habe das Gefühl jetzt so, ehrlich, Ja. es wird nicht laufen. Okay. Sie haben auch nicht an Steve Jobs geglaubt. Bro, Steve, tschüss. Nur weil das Garage ist, haben wir schon das Gefühl, jede Idee ist da Gold wert. Nein, Bro, aber weißt du, look, Bro, ich meine, Escape Rooms laufen. Ja, aber ich habe auch gehört, dass viele so easy langweilig sagen. Ja, das Aber- ist jetzt aber so sie laufen, marketingtechnisch ist es so, irgendjemand hat mal die Idee gehabt mit Escape Room und jetzt ist die Marktsättigung eingetragen, weil an jedem Adorf. Bro, Dörfer haben Escape Rooms. Bro, Adorf, für was kennst du Adorf? Gar nicht. Sauriermuseum. Das ist nicht Nadorf, das ist nicht Das ist Nadorf. Atal. Atal, Atal. das halt. Sorry, Atal. Adorf, einfach kurz vor Winter, nur wegen dem kennst du. Ah, okay. Also Atal ist dort bei Uster dort, Ja, ja, oder? ja, Mit dem ja. Sauriermuseum. Ja, fix. Schau mal bitte schnell, wie viele Einwohner Atal hat. Nicht. Wahrscheinlich. Die haben einen Escape Room. Weißt du, was ich meine? Aber ich habe das Gefühl, dass Atal generell, ich rede einfach, wie man kann, ich habe das Gefühl, dass das Tal dort mit all den Autogaragen und Sachen, die du kannst kaufen, dass generell einfach halt der Point ist. Verstehst du? Ja, aber ich meine, es ist ja zwischen Uster und Wetzikon. Ja, Und ich bin sicher, in Uster hat es Escape Rooms ja, sicher. und in Wetzikon auch. Für was brauchst du verfickt nochmal Atal einen Escape Room? Ey, Bro, Also, look. at this point, ich glaube, die sind Geldwäsche mit dem. Sag. Kann auch keine Aussage. Immer. Immer. Geldwäsche. Immer, wenn es zu viel von denen ist, ist egal. Ja. Laut Wikipedia ist der letzte Stand 1990 Ja. 230 Einwohner gewesen. Bro, Die haben Burger King oder so, Ukraine-Krieg, Dismiss, vielleicht schon 10.000 jetzt. Ja, aber du musst nicht nur Atal anschauen, Bro. Ja, aber eben, Uster ist nebendran, Wetzikon ist nebendran. Bro, ich bin schon für ein Escape Room bis auf Olten gefahren oder so. Das ist einfach ein You-Problem, Bro, sag dir ehrlich. Nein, Bro, wenn Escape Rooms sind geil, Bro. Und Ja, es aber ich gibt meine, es halt- gibt im Winter genug. Ja, aber es ist eben nicht alle sind gleich geil. Ja, natürlich nicht, aber ich meine, im Winter hat es doch einen geilen Escape Room. Bin ich noch nie gesehen. Okay, also einer der ersten Escape Rooms ist in Winter, das weiß ich. Ja. Das ist ein alter Kollege, der mit mir Theater gespielt hat früher. Ja, fix. Voll. Ich habe mal so sehr auf Facebook gemacht. Das ist noch ein peinlicher Moment, ich vergesse es nicht. Das ist Ibra. Was? Ich habe mal. Miro. Also, kannst du auf Facebook, wenn du jemanden markieren Ja. machst du nachher die erste Ja, ja. Buchstabe. Und ich einfach direkt den ersten Buchstabe gezeigt und ich so, haha, überleg. Und irgendwie, haha, zu Und dann krass. ihn markiert. Nachher so, haha, wirklich zu krass. Ich so, Wer scheiß ist halt. Ja, er ist, weißt du, ich habe schon gewusst, er hat Ja, zuerst ja, geschrieben, ja. haha, Bro, zu krass, wegen er mich will hopsen, aber. Ja, ja. Schon gut. Er ist ein geiler. Voll. Aber eben, was ich wollte sagen, ich Klasse. glaube, das wäre noch eine gute Idee. So, die Ja, geh. die Dienstleistung. Es gibt ja in der Schweiz jetzt Höhle der Löwen, geht dort vorbei. Gehen wir mit Shisha-Bar-Konzepten hin. Einfach nur für. Escape Shisha Bar. Rauchst du schon fertig, nachher erfährst du in der Kohle deinen Schlüssel. Es hat- Wenn du Escape Room in 60 Minuten fertig machst, kommst du Shisha gehen. Wenn du schaffst, 6 Minuten in dem Escape Room sein, ohne darüber reden, wie viel Umsatz die echt machen da drin, dann hast du gute Shisha Bar. Immer. Direkt. Bruder, überleg. Shisha 25. Jeder nimmt einen Aber Red die Bull. Rechnung machst du immer, Bro. Jeder nimmt einen Red Bull für 5 Stutz. Und dann das, was alle machen. Bruder, wir machen anders. Wir machen Shisha für 10 Stutz. Aber Getränk machen wir 8. Bam. Checkst? Ich sage Getränk 15. Ja, Mann. Hey, wie lange sind wir eigentlich schon dran? 3/4 Stunde. 3/4 Stunden. Weißt du was? Wir haben ja einen Post gemacht. Genau, wenn wir, also erstmal, wenn ihr eigentlich die heutige Weisheit hören von Ali, Ja, gib Gerne. mal eine Weisheit. gib mal den Jingle. Ali Straßen Weisheiten. Okay, also, er hat geschrieben, ihr habt alle Andrew Tate gehatet, aber habt dumme Kanaken gefickt. Erstens mal Props, weil Er trifft den Punkt. er trifft den Punkt, wieder mal. Er trifft den Punkt wieder mal. Und zweitens, ich habe einen weiteren Tweet gefunden, den ein Kollege von uns gemacht hat. Laut den Tweet raus. Ich sage nicht wer, aber ich weiß, ich tue nachher dich dann fragen. Ich sage den Namen nicht, Bro, weil ich Okay. weiß, die Person wird zu mir kommen und sagen, Ja, Bro, ja. wie das heißt das und so. Sehr, sehr. Aber Jungs, wie hat man so... Red Flag Liste. Nein. Ah, Aber wie hast du so einen Kopf, um so eine Aussage zu machen? bitte, lass raus. Abtreibung ist nichts anderes als deine Vorbestellung stornieren. Oh mein Gott.
Er hat schon recht. What do you think about it? Nein, voll, das habe ich auch schon wieder Hey, sagen. einfach mal einen Raum rühren. Das ist auch noch- Fangen an mit dem, was ihr wollt. Aber ja. Hey, wollen wir das Quiz machen oder wollen wir Fragen beantworten? Die Frage wäre wieder gut. Ja? Weil es ist die zweite Story, die wir gemacht haben, haben wir keine Frage genommen. Ja, das stimmt. Und dann müssen wir nicht reden ohne... Also ich suche sie mal führen. Yes. Aber es ist lustige Folge bis jetzt, Mann. Wir haben wieder- Ich denke, wir haben ja. recht gut gelacht. Das Ich ist schön. denke. Das ist schön. Okay. Einer fragt, wie stehen ihr zur Polizei? Schlechte Erfahrung habt ihr ja schon gemacht, aber vielleicht auch gute. Jetzt hast du das lange... Das Gezirpse von der Das Käfer. Gezupse von Grillen. Ja. Ja. Hey Bro, look, ich sag dir ganz ehrlich, ich persönlich verstehe nicht, wie jemand Polizist sein will. Ja, vielleicht wenn mit 7, 8 Jahren merkst, dass dein Kinderzimmer in einem Bordell ist. Nein, Spaß. Hast du jetzt gerade das Wort gesagt, ohne das Wort sagen? Geil, was fühle ich. Ich muss ein bisschen mehr in diese Schiene. Aber Fühle ich. Nein, Bro, ich verstehe es wirklich nicht. Also so... in so Länder, wo so eine Einmann-Diktatur ist, oder inoffiziell Einmann-Diktatur wie Türkei oder weiß ich nicht, arabische Länder, das ist wahrscheinlich einer der safesten Jobs, die du kannst haben. Ja, fair. Gutes Einkommen und so weiter. Du bist zwar ein Peach, aber gutes Einkommen. Aber da, wir haben auch einen brutalen Polizeimangel. Ist ja, in Basel fangen sie ja, oder nehmen es, glaube ich. In Basel ist der einzige Leute Kanton, wo du ohne auch mit Schweizer C-Ausweis Pass. kannst Genau. Polizist werden. Genau. Also wir haben, egal, sagt er. Wir haben einen Kollegen, der Polizist ist. Sagt er, Ja, er ja. ist Aber- für das auf Basel gegangen. aber, ich habe keinen Kontakt mehr mit ihm. Er hört unseren Podcast. Okay, Bro, alles gut, Mann. Bitte mach uns nicht. Bro, ja, Polizist sein. Ich habe eine gute Erfahrung in dem Sinn gemacht. Ich weiß nicht, wie der heißt. Es kann sein, dass er lost, weil mittlerweile, was du Feedback bekommst, überrascht einem, wer alles lost. Ja, voll. Gruß an deine Mutter. Nein, sorry. Du musst. Nein, sag. Ich kann bestätigen, dass wenn ein Kenner in einer BMW fährt, der wird rausgenommen, die ersten 3 Monate pauschal. Ja, Jedes Mal, wenn ich immer, sehe, ist fertig. immer. Ich kann bestätigen, Wallah, ich schwöre. Ich habe mein Vater in Jeep gefahren und ich bin nicht annähernd so oft in x Jahren angehalten worden, wie mit dem BMW innerhalb von 3 Monaten. Wieso, was war das für ein Jeep? Egal. Auf jeden Fall, bin ich dort mal so im Winter unterwegs gewesen und halt die ersten 2, 3 Monate hat mich halt immer wieder so Kontrolleure angehalten, weißt du, so Polizisten haben mich immer wieder angehalten, so gefragt, wo kommst du, wo hier willst du gehen, hast du getrunken und so weiter, so das. Und einmal, Ja. es war immer der gleiche Bull gewesen. Ja. Einmal bin ich aus Dingsam rausgefahren gewesen, aus der Stadt Vinti. Von einem verbotenen Teil, aber weißt du, ab Gilga, die hin ist ja eigentlich nur noch für Bus Ja. hineinfahren. Museumsstraße dort. Genau. Ich bin hineingefahren und habe bei der Post dort hinten parkiert, verstehst du? Ja. Mit dem Dort, Ziel... wo du noch hast können parkieren. Ja. Also Also es hat so geile Parkplätze. vom Boden steht privat, genau. Ja. Und dort hineingefahren, zum etwas schnell erledigen in der Stadt. Dann bin ich rausgefahren, ich, Gilly und nochmal jemand. Und wir fahren raus. Und während ich rausfahre, aus der Kreuzung fahre ich so, Ja. fahre ich die Stadt und ich sehe schon einen Bullwagen hinter mir. Und ich so, dann nimmt das 100 Pro raus. Der Gilly Original, Amerika-Filme, so. Beide haben da, Amerika-Filme, Bruder. Ja, Ich verstehe ihn schon, Bro, weil er hat schon erzählt, was so, weißt du, auf jeden Fall, keine Ahnung, scheißegal. Ich muss dort, nach unten der Bull, weißt du, so, bitte rechts anhalten. Ich halte rechts an, zack. Nach unten, er so, ja, ich habe gesehen, sie sind aus dem privaten Areal rausgefahren. Ich so, ja. Dann er so, ja, sind sie Mieter, oder? Ich so, nein, ich habe dort parkiert, ich bin in der Stadt und so. Nachher so, aber es darf jetzt nicht schon privat, schon ab da fängt es ja, weißt du, darf nicht mal auf die Straße weiter und so. Ich so, ich habe es nicht gewusst. Du hast so einen Park, wo steht P, für das Rest, ich bin mit dem Rest etwas gegessen, dann bin ich schnell Post, weißt du. Er so, ja, ich lasse mit dem Rest ab. Wenn es so ist, dann ist gut, wenn nicht, dann gibt es halt einen Bus. Schüssel. Warte, nichts gesehen, nichts passiert, nichts gekommen. Nach ein paar Wochen später hat er mich wieder angehalten, außerhalb von Wind, ich will rausfahren auf die Autobahn.
Nachher er so, sind doch der Herr da vom BAF? Ich so, ja voll. Er so, ich habe es abgeklärt. Sie haben mir gesagt, sie klären es ab. Sie haben aber mir nachher dann sich nicht mehr gemeldet. Er so, sehr wahrscheinlich hätte es Bus gegeben, aber er so, aus dem Angassen Sinn, egal. Ich so, okay, schon danke. Er so, ich lasse jetzt nicht länger aufhalten, gehen Sie weiter. Ich fahre weiter, nachher die Jungs im Auto automatisch, weißt du, wir hätten jetzt können 1 Kilo Koki mitnehmen, 2. Yeah. Weißt du, er hat nicht mal checken. Ja. Ich so, Bro, wo gehst du? Das ist so die einzige positive Erfahrung. So. Wie sonst, ich meine, Bro, in welchem Zusammenhang hast du Erfahrung mit Polizei? Wenn du so Ausland gehst, so, weißt du, der Kontakt ist eigentlich immer kurz, ohne Reden sogar. Also, wenn ich noch erinnern mag, ich habe eine Zeit gehabt, wo ich mega oft angehalten worden bin von der Polizei. Ja, gut möglich, ja. Also wirklich so die ganze Zeit, Bro. Ja. Und irgendwann, du weißt ja, wie ich bin, wenn Bullen so ein bisschen Eier spielen. Ja. Irgendwann stresst. Irgendwann Stress. Und du weißt auch, dass ich oft eine grosse Schnurr habe. Und die grosse Schnurr hat mich auch ab und zu mal in dumme Situationen hineingebracht. Ja. So Leon zählen, ein paar Stunden. Nein, und ich muss sagen, ich habe schon sehr oft halt Eier gespielt so mit denen und so dumm da. Ja, bei dir ist halt noch anders. Du hast halt so Background vom Militär und ich glaube, du hast sicher so ein bisschen mitbekommen, was du darfst machen, was nicht und so. Und deswegen, du bist im Bild. Du checkst auch sehr schnell, so, dass Leute nur krass tun wegen Uniform. Ja. Weißt du, so, Leute tun nur krass, weil du sie lässt krass tun. Ja, eben, weil automatisch du hast ein bisschen Angst, Respekt. Voll. Weil, wenn du einen Fehler gemacht hast, gibt er dir einen Buß. Direkt, ohne Reden. So, ohne Reden, weißt du. Und nur wie du dumm tust, kann dir nicht noch mehr Buß geben. Ja. Außer du sagst ihm, er ist, was weiß ich für einen, weißt du, so. Beamtenbeleidigung und so, easy, weißt du. Ja, so. Safe. Du kannst auch sagen, ich habe das Gefühl, könnte das sein, dass sie ein Hurensohn sind. Aber das sein? Das ist kein Beamtenbeleidigung. Nein. Aber eben so, wenn jetzt Beamtenbeleidigung passiert, so, easy. Aber wenn du einfach ein bisschen schwierig tust, was kann er machen? Er kann auch schwierig tun. Ja. Oder? Und wenn er schwierig tut, ist sein Hebel länger als deine. Das ist so. Das ist so. Ja. Aber, erstens, ich habe Zeit. Und zweitens, es sind meine Steuergelder, die sie in Lohn zahlen. Nein, und zweitens ist so, meistens tun sie schon dumm. Und ich gebe halt nur zurück. Ja. Und Bro, einmal... ich habe eine gute Geschichte. Ja, so. Einmal bin ich also mit dem Auto am Fahren gewesen und Bro, irgendwie, du weißt, 3 am Morgen um 3 und so, nach dem Ausgang. Ich bin eine Zeit lang recht oft mit dem Auto gegangen in den Ausgang. Ja. Also ich habe nicht getrunken. Also ja, fix nicht zum Klarstellen. Ja. Und dann bin ich dann wie so, Bro, von Ausfahrt 3 ganz links habe ich so einen Swerve gemacht, weißt du, so, bin so auf die erste Ding, so wegen einmal Tokio geschaut. Ja. Nein, so, bin ich auf die erste, auf die ganze, also Ausfahrt so, und nachher auf einmal hinter mir so Bullen und alles, und haben sich angehalten, die so, sind sie eingeschlafen am Steuer? Und dann habe ich so gesagt, wieso? Er so, ja, sie sind so ganz rechts über, ich so. Und dann, ich weiss noch, sie sind mega nah an mir hinten dran gewesen. Und ich habe gesagt, ja, ich bin ganz rechts über, weil es hat mich genervt, wie nah sie mir aufgefahren sind. Er so, ich glaube nicht, ich glaube, sie sind schon recht weit hinten so. Dann habe ich gesagt, ich kann mich nicht an das erinnern. Und dann kommt so seine Partnerin von rechts am Reinleuchten, weißt du. So ins Auto, als jetzt, Bro, das ist normal Kontrolle, die machen so Auto, checken voll Auto ab. Und nachher, weißt du, sie sagt, doch, ich habe es auch gesehen. Ich so, okay, aber ich kann mich nicht an das erinnern. Du so, wo die sagt, du hast nicht gesehen? Und nachher sagt er mir so, wo sind sie gewesen? Ich so, ich bin unterwegs. Er so, ja, wo? Ich so, ja, ich bin halt bei jemandem gewesen. Nachher so, okay. Und nachher, ja, habe ich Führerschein und so gesehen, habe ich Seite nicht aufgemacht. In dem Moment, ich mache auf, ich gebe ihm über, während ich überall schaue, leuchtet die andere rein, weißt du? Ich klatsche zu. Ich so, es gibt nichts zum sehen. Was läuft mit denen? Das heißt, ich mache nur meinen Job. Ja, fick dich und deinen Job, Alter. Bro, ich schwöre, auf jeden Fall. Dann hat er mich angefangen auszufragen. Und das war die Zeit, wo ich mit dir gewohnt habe. Aber meine Adresse ist halt noch da gewesen, weißt du. So. Und dann er so, wo wohnen sie? Und dann ich bin halt ein bisschen hässlich und so. Ich so, sie sehen ja, wo ich wohne. Nachher er so, ja, wo ist das? Ich so, im Detnau. Er so, wo gehen sie jetzt an? Ich so, hi. Und da ist Ausfahrt von Detnau und wir sind schon 10 Meter weiter vorne. Yeah, er so, also, es geht nicht mehr auf, ja. Er so, aber ich bin nur dort angefahren, wie er gesagt hat, folgen, weißt du. Er so, wo hätten sie mich so abbiegen? Weißt du? So? Manchmal haben die echt nichts Besseres zu tun, als Steuergelder kassieren und das Gefühl haben, was machen wir? Ich bin einfach behindert. Er hat gemeint, er ist dumm. Er ist der Mentalist, Bro, weißt du? Er stellt mir so Fragen, damit ich so aus dem Konzept gehe. Er hat das Gefühl, er kann dir Fragen stellen und du tust irgendwann mal droppen, wer dir 700 Tonnen im Jahr in Marokko auf Holland liefert. Bro, auf jeden Fall.
einfach genervt. Und ich kann halt immer, irgendwann habe ich einfach bei jeder Frage einfach angefangen zu sagen, ich beantworte keine Frage. So, ich sage das nicht, ich weiß nicht, ich beantworte keine Frage. Dann bin ich immer heimgegangen, ist gut. Das anderes Mal sind wir, du, ich, nochmal 2 Kollegen im Auto gewesen, und die 2 sind gefahren. Und ich weiß nicht genau, was es war, aber ich weiß nur, es wäre nicht gut gewesen, wenn die Polizei uns angehalten hätte. Und dann sind wir am Fahren, die Polizei haltet uns an. Und es steht bei den Oberix, ich weiß nicht, ob du es noch weißt. Nachher auf einmal leuchtet sie rein, die so, ja, grüezi und so, Kontrolle. Mir so, scheiße. Auf einmal steht einfach einer, der mit uns Oberstufe gegangen ist. Er so, weißt du? Genau, ja. Er so, hey Jungs, was läuft? Wir so, hey Bruder! Abdenken und Nutten so. Wir so, Bro! Wir so, oh Bruder, wie geht's? Und so. Ich so, wo Bull bist du? ja. Wir so, sollen wir aussteigen? Er so, haha, nein. Nachher er so, okay Jungs, also hey, schöne Fahrt. Fährst drauf, ciao. Du so. Wir sind aber so glücklich, verkackte Nutten so. Bist du lang, du? Das ist so lustig, Alter, shit. Ich hoffe, wie geht's dir eigentlich? Nein, Bro, ich habe auch etwas. Also, Bro, wenn ich, das ist wahrscheinlich bei jedem kennen so, oder vielleicht auch bei jedem Mensch. Deutschland, Bro, wenn du in Deutschland bist, ab dem, wenn du die deutsche Grenze überwunden hast, oder Dings hast, für mich gibt es kein Dings. Für mich gibt es überhaupt kein Gesetz auf der Straße. Ja. Also so, nicht im Sinne von, dass ich jetzt drifte die ganze Zeit und so, sondern einfach, ich fahre einfach so, wie ich gerade Bock habe, aber natürlich halt so, schon mit Sicherheit und so, aber ich fahre schneller auf die Autobahn, ich fahre schneller außerhalb, in der Stadt fahre ich nicht schneller, aber... Du denkst schon so, die 20 Euro Bus. Ja, dann machst du mit den Jungs einen Wett, sagst, beim nächsten Blitzerfoto machen wir so und so. Oh mein Gott, ich kenne die Geschichte, ja. Und eben, wir sind mit den Jungs unterwegs gewesen, in Stuttgart. Shit ist dabei gewesen. Mergim? Nein, Mergim nicht, aber der Ur, ja, stimmt. Ur, der Bruder. Wir sind in Stuttgart gewesen, Bro. Ich glaube, damals haben wir sogar TÜV-Ausrüstung gekauft für die Jungs. Ja, stimmt. Wegen günstiger oder so. Und nachher sind wir halt in Stuttgart am Chillen und so. Und in Stuttgart hat es so einen Tunnel, wo so ein Blitzer-Tunnel hat. Wir haben ihn schon beim Reinfahren am Morgen in Stuttgart gesehen, weißt du? Nachher fahren wir in Stuttgart um und so. Und ich bin am Fahren gewesen, genau. Nachher der steht da so: Eier, dich Blitzer an, weil wo schlimm die Bus, weißt du? Ich so, also komm. Und nachher haben wir gesagt, hey Jungs, Wett. Der was erstes, also generell haben wir dort Wett gemacht, so im Auto, mit dem Auto. So, der was erstes ein Blitzerfoto kann nachweisen, mit einem Foto, wo er hässlich drüber schaut und albanische Adler macht, dem sind die Bus wird zahlt, plus gibt es etwas zum Essen. Heide. Bro, vor mir Blitzer, ich so, er ist 30 gewesen, ich gehe 50 Uhr, ich mach einfach so, direkt, oder? Chap natürlich. Ja. Easy, mir lachen es kaputt, dumm und so, wie auch immer. Jung sie, Bro. Eben, normal. Dann gehen wir heim, Bro. Und die Heime, 2 Wochen später oder 3 Wochen später kommt ein Brief. Hey Bro, erstmal, ich verstehe nicht die deutschen Briefe, die von Deutschland kommen für einen Bus. Wegen 20 Euro. Aber ich verstehe das gar nicht. Bro, du kommst auch einen Brief über, du hast einen Bus von 20 Euro. Ja, wo soll ich zahlen? Ja. Wo ist die Zahlung schief? Wie soll ich zahlen? Wo ist die Kontoangabe? Ohne links ganz klein. So vom Fußdings. Auf jeden Fall. Ja. Bro, die Bus ist gekommen, weißt du, so, gar nicht checken. Ich habe gesehen, 20 Euro, 30 Euro, so etwas. Ich so, ja, ich tue das dann nächstes anschauen. Eine Zeit vergeht, ich habe vergessen, das anschauen. Ich bin am Arbeiten und am 10 Uhr morgen kommt das Telefon von meiner Mutter. Sie hat schon 4-5 Mal angerufen, ich habe nicht abgenommen. Ich Herzrasen. Schwierig. Ich so, weißt du, es ist ja bestimmt passiert. Ich so, Scheiße, ja. ich so, was ist? Hallo, hoi. Ja. Sie so, direkt, willst du, dass ich an einem Herzinfarkt stirb? Du dummes Tier, du nutzloses Stück Scheiße und so. Ja. Ich so, was? Es sind gerade 2 Budendags wegen einem Scheißbus von dir, von Deutschland oder irgendwo, gehst sofort redigen. Ich bin fast gestorben, wenn ich Bullen vor der Tür gesehen habe. Ich so, ja. Ich so, sie sind wegen dem vor der Tür gekommen. Das ist richtig. Das ist auch so eine hängengebliebene Sache. Warte, nachher, sie so, ja, die sind wegen dem da gekommen. Sie so, die haben mir gesagt, du musst morgen vorbeigehen. Ich gehe zum Geschäft, ich sage, ich muss morgen später vorbei. Ich gehe morgen dorthin. Jetzt, das Ganze, was problematisch macht, überhaupt, wenn du mit der Polizei jetzt zu tun hast, ist, dass es immer mindestens, wenn es Zweite sind, einen Hurensohn ist, wo der Job so krass ernst nimmt, was so im Film ist, für ein Anliegen, wo bürokratisch und auch menschlich in 10 Minuten Das ist auch G.I. Joe, Bro. Bro, ich gehe zu meiner Mutter und sage, wer ist gekommen? Sie so, ja, so ein junger, anständiger Herziger, weißt du, so, du merkst, er ist neu im Beruf. Und dann hat so
so einer gehabt, so, der war voll im Film gewesen, weißt du, so wahrscheinlich Italo hat sie gesagt, weißt du, so voll ein bisschen muskulös, der kommt gerade, ja, Bus, ne, muss so reinkommen, Mann, ist wichtig, ne, weißt du, so übertrieben. Ja. Ich so, ich geh mal vorbei. Ich geh mal vorbei, Bro. Also am nächsten Tag gehe ich vorbei. Die Polizei geht hinter dem Bahnhof, geht dort, wo ihr Standort ist. Siehst Genau, ich gehe vorbei, ich sage grüezi wohl, ich bin wegen dem da, ich muss schnell unterschreiben und das zahlen. Dann bin ich gegangen und dann sehe ich original die gleichen 2 Typen, weißt du, die Ja. Und Bro, stell dir jetzt vor, ein Hurensohn, der in jedem Aspekt ein Hurensohn ist. Jetzt stell dir vor, er hat einen Vater. Das ist er. Er ist der Vater von der Hurensohn. Bro, er ist dort gewesen, gell? Und der Junge, ich weiß nicht, wie der heißt, schade an dich, du bist ein geiler Sieg. Er kommt und sagt, ja, tut mir leid für den Aufruf und so. Kollegen von dir schon gesagt, ich habe die Bus schnaufen, bin so gerne zahlen. Ich muss eine 2 Fragen stellen, einfach fürs Formular unterschreiben zahlen. Ich sage, okay, gut. Und dann fragt er mich so, wir sind zu schnell gefahren. Ich sage, ja, nicht aufs Tachometer geschaut, Tamam und so, wie sagst du nicht zahlen? Ich sage, ja, vergessen. Easy, also ist gut, da bitte kurz das zahlen. Da am Automat gerade zahlt. Nachher so, eine Frage hätte ich noch. Ich sage, ja. Der hat so ein Papier um, und er schon die ganze Verkehr gehabt. Ja, ja. Der hat er so um und siehst mich mit den Jungs vom Foto. Hast du das Bild noch? Irgendwo Das ist noch irgendwo. Irgendwo das habe will man ich's. finden, ja. Ja, fix. Und nachher... Du schaust sogar noch so hässig drin. Ja, ja. Du schaust- Erst die... Bro, ich habe sogar eine Küpelbewegung, weil irgendwie... Du siehst nur die rechte Hand und die linke Hand ist so dünn. Ja. Weil ich mit dem Knie am Heben war, Ja, irgendetwas, ja. Bro. Auf jeden Fall... Er so... Du hast aber den albanischen Alter ungefähr erkannt. Er so... Darf ich fragen, was ich da gemacht habe? Und ich so, komm, ich bin ehrlich. Gut, Schätze. Ich so, komm, ich bin ehrlich, weißt, er ist ein chilliger Typ. Er hat auch, weißt, ist auch chillig. Ich so, ja, schauen Sie, ich bin der Fußgänger, ich kann mich nicht ficken. Deswegen habe ich gesagt. Ich so, ja, schauen Sie, wir haben den Wett gemacht. Wir haben einfach gesagt, also, wer als erstes ein Blitzerfoto kann anweisen, so unter Kollegen, wo man halt so ein bisschen etwas macht, so in die Richtung. Dann wird einfach zum Essen eingeladen. Er fängt einfach an lachen. Ja. Er so, fängt so an lachen, er so, ja, schauen Sie, ich muss Ihnen einfach sagen, dass ich es gesagt habe, in der Schweiz wäre das verboten, in Deutschland ist es mir gleich, also, aber einfach in der Schweiz bitte passt es auf, ich sage, ist gut. Und nachher kommt der Hurensohn. Ja. Ja, also, ich weiss nicht, wenn Sie so in Deutschland fahren, dann fahrt sicher auch so. Was fahrt ihr denn für ein Auto? Bro, was juckt dich das? 8 Uhr morgen, Alter, ich komme meine Bus zahlen, du Hurensohn, hast nichts Besseres zu tun, als 3 Jahre Ausbildung gemacht als Polizist, um am 8 Uhr morgen keinen fragen, was für ein Auto fahrt. Du bist ein Nuttensohn von A bis Z. Sorry. Aber auf jeden Fall, dort habe ich so, also ich habe so gefragt, wieso? Er so, ja, was fährt? Ich so, ja, ich habe ein Geschäftsauto extra. Er so, ja, ich kenne noch ein Geschäftsauto aus. Du siehst ganz kein Geschäftsauto. Ja. So, das, Was ist es? ja, mein damaliger BMW. Nachher, er so, ich so, ja doch, das ist mein Geschäftsauto und so, läuft aufs Geschäft. Er so, welches Geschäft? Ich so, sie haben doch alle, also weißt, sie haben doch alle die Angaben. Nachher der andere, der Junge, du Giuseppe, so. Nachher, ja, ist gut. Dann geht er einfach hinterher. Also so, hat sich schon erledigt, ist in Ordnung. Sie haben schon gezahlt, danke vielmals. Schauen Sie einfach, dass in Zukunft nicht. Ich so, okay, wir gehen heim, ich gehe wieder arbeiten. Ich denke mir einfach so, es gibt echt Leute, die in der Schweiz Bullen sind und wo jeden Morgen aufstehen und sagen, ich bin einfach wieder ein Nuttensohn. Und ich gehe einfach Leute stressen für Kleinigkeiten. Bro, das ist nicht einfach. Wir zahlen deinen Rund und Nuttensohn, mach deinen Job richtig, Alter. Das ist nicht einfach. Bro, was ist das für ein Bus? Können wir sogar Radau machen für einen Bus? Für einen Bus, Bro, man, das ist ja leider nicht New York. Jemand hat das gestellt, die Frage. Können wir gerade darauf eingehen, die Frage. Meinung so zu Leute Autotunen, Autoposer und so Sachen. Bro, ich finde das, für mich ist das ein Hobby. Also ich habe selber ein Auto gehabt, ich habe nichts daran geschraubt. Aber ich habe Kollegen, die das machen und das ist ein Hobby, Bro. Wie wahrscheinlich für mich Gamen und für dich Dings. Sorry. Das ist das Hobby, ist mein Beruf, okay? Ja, nein, auch genau. Luxus. Auf jeden Fall, meine Meinung ist, dass ein Autoposer am einen oder anderen Ort ist unnötig. Gässeln, wie zum Beispiel irgendwo, wo dich nur 2 Sekunden siehst. Es ist auch unnötig für die Umwelt. Ungefähr. Aber ich finde es schön, die Autotreffen, die sie machen, finde ich noch schön. Weißt, sie treffen sich irgendwo auf einem grossen Parkingareal, sie wirklich schon organisiert. Die Subaru-Fahrer. Ja, nein, also vielleicht sind das die Vorreiter gewesen, aber jetzt mittlerweile, Bro, alle unsere Leute, weißt du, alle unsere Cracks haben jetzt eigene Gruppe auf Insta und so, haben so Sticker geklebt durch das Auto und sagen, wir sind Gruppe die und die. Und das ist noch easy, Bro. Also für mich ist es ein Hobby und in meinen Augen, ich würde sagen im Fall, dass
zu viel auf den Autofahrer per se abgewälzt wird. Aber das ist etwas anderes. Wir haben keine Politik mehr. Aber das ist meine Meinung. Ich finde es geil so, ich finde es schön. Ich finde Autos schön. Ich finde es schön, wenn es geil tönt. Und ja, sorry. Schon gut. Der Woody halt am Sterben. Was ist deine Meinung zu... Ich meine, Bro... Hättest du auf mich gelost? Ja. Hättest du einen geilen Wagen jetzt gehabt? Mhm. Oder einfach einen Wagen, der nicht in den Kopf fliegt? Ja. Und vielleicht hättest du eine oder andere Sache machen am Auto. Ja. Hey Bro, das interessiert mich Aber wirklich nicht. Ich würde sagen, ich weiss, dass du dich juckt. Für mich ist es wichtig, dass es X3. Bluetooth hat. Wie letztes Mal gesagt hast, du Ja. der X3. Hauptsache Bluetooth. Was mir fehlt an meinem Auto ist eine gute Sitzheizung, Bruder. Als ich in den Skoda gefahren bin, Ja, der ist... der hat Sitzheizung gehabt. Ey, das ist wirklich Skoda macht. Ist nicht so gut für deine Eier, aber sonst ist es sehr geil gewesen. Eben gute Musik, Bro. Eine Klimaanlage, die funktioniert, wäre auch schön. Weißt du, letztes Mal? Aha, was ist so? Wir sind am Auto fahren. Bro, wir sind am Auto fahren. Und mein Auto macht ja wirklich nur Probleme. Leider. Auf einmal, Bro, ich mache Klimaanlage an. Der Herr schaut mich an. Er so, hey. Ich so, ja. Er sagt auf Klimaanlage, es kommt einfach Rauch aus der Klimaanlage raus. Einfach Rauch. Hey Bro, so stell mal Scheiß ab. Ich einfach abgestellt. So mit dem Rädchen. Abgestellt. Ich so, ist egal. Bro, das hat Also, nicht so schlimm. Ich weiß nicht, ob das gut ist, wenn Rauch aus der Klimaanlage und so. Nein, das ist schon ein paar Mal passiert. Alles okay. So, ist schon gut. einfach so, das ist der Stand von dem Auto, wo ich fahre. Das heißt 14.000 Stutz gekostet. Bro, du hättest ja können jeden Dinos kaufen und dich besser in den Arsch ficken lassen. Ja, no. Hey, ich sage, wir beenden da. Ja. Das war die 34. Folge von deinem, von deinem Lieblingspodcast. Du not Heute ist wieder so eine Folge, du hast wirklich viel das Wort auspackt, die Folge. Ja. Aber auch weil du für einen Content mich darauf aufmerksam gemacht hast, jetzt ein bisschen im Kopf. Ja, Mann. Und wir sehen 200 von euch am Samstag. Die erste grosse Live-Show, wir freuen uns wirklich fest. Wir stecken mit in den Vorbereitungen. Es wird sehr geil, wir sehen uns im Comedy-Haus. Ja, und eine Frage war wegen Tour. Das kann man glauben, was man kann sagen ist, Ende Januar fängt die Tour an und es gibt 4 Stops. Genau. Ja, Mann. Vielleicht am 5. wenn deine Mutter... Oh mein Gott. Okay, jedenfalls. Ja, ist fertig. Das ist kurz um den Morgen.